Einen ganz schönen guten Morgen, die Damen und die Herren von der Presse. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz. An normalen Zeiten ist es so, dass für die Jungen evident ist, dass sie spielerisch die Welt entdecken, dass sie mit großer Unbekümmertheit und ihren Alltag herangehen, dass sie Vertrauen auf sich und ihre Zukunft haben. Die letzten Wochen habe ich ganz viel mit Zeit geholfen, mit Kindern, mit Jungen, mit Eltern, mit Enseignants, mit Edukateuren zu schwätzen. Und das, was ich hier hören habe, das wird mir ganz stark ein anderes Bild skizziert. Die Jungen nach einem Jahr Pandemie, ja, du hörst denen, dass viele Kinder sich Sorgen machen um die Gesundheit von ihrer Familie, von ihren Großeltern. Du hörst denen, dass sie sich ganz stark auch Sorgen machen um die berufliche Zukunft von ihren Eltern. Teier den, dass sie hier Freunde immer nächst vermisst haben und vermissen, dass sie sich permanent müssen zurückhalten eigentlich für die sanitären Mesuren zu respektieren. Teier den, dass sie stundenlang, ja, tagelang, für Ekran verbringen. Ja, ich habe noch Kinder hören, die gesagt haben, dass sie keinen Sinn mehr an ihrem Leben gesehen haben. Ich habe noch mit Enseignants geschwärzt, die mir gesagt haben, dass sie Kinder hatten, die sich Leben wollten holen oder Selbstmord gedurcht haben durch diese schwierige Situation. Es gibt Kinder, die an so einer Situation sich verschließen, sich zumachen, sich auf sich selber konzentrieren, ganz ruhig gehen. Und es gibt auf der anderen Seite Kinder, die aggressiv und gewaltbereit gehen und echter so auf sich aufmerksam machen. Ja, der Kanner fehlt momentan immens viel. Wir haben uns über das letzte Jahr ganz intensiv über die Sanitärmesuren erhalten, wie weit sie notwendig waren, ob sie weit oder zu weit gehen. Wir haben irgendwann auch angefangen, uns mehr intensiv mit der Frage von den schulischen Retaren zu beschäftigen. Noch die ist wichtig und richtig. Und es ist aber gerade so wichtig, dass wir zur Kenntnis hören, dass es viele Kinder, viele Jungen nicht gut geht durch die Pandemie, durch die doch ganz spezielle Lebenssituation, an der wir alle gute momentan dran sind. Auch dafür wäre es wichtig, Schulen so weit wie möglich abzulösen, eben nicht nimmer, für dass den Kinder konnten schulisch progressieren, nicht nimmer, dass das, was klassischerweise am Klassensaal stattfindet, dass man das konnten so weit wie möglich sicherstellen, aber eben auch, dass die Zeit Schulhaft, Weg für an Schulen, rund um die Schule, dass auch die sinnvoll von den Kindern genutzt werden. Wenn wir vergleichen, wie weit man heute zu Lützeburg die Schulen an die allermeisten Klassen, die aber normal konnten funktionieren lassen, par rapport zu anderen Ländern, ja, dann hätte man ganz besonders viel Schulobern, aber heute kann ganz vieles gefehlt, was für eine Normalentwicklung von den Kindern notwendig ist, was sonst eigentlich auch immer selbstverständlich war. Für allem hat den Kindern der soziale Kontakt gefehlt zu anderen Kindern. Dort ihnen gefehlt, für ungezwungen Zeit einfach können zu verbringen, dort ihnen gefehlt, für können zu spielen, wir können zu schnüssen, für etwas Neues können zu entdecken. Und das gehört nun eben mal alles zum Kantsinn. Das letzte Jahr hat der Kanner enorm viel verlangt. Das muss in Lohn nur einem Jahr aber definitiv so feststellen. Danach gesehen wir kein Ende von der Pandemie. An der Retour an die gewinnten Welt wird nach ob sich werden los. Wenn wir wollen, dass es der Kanner an den Jungen gut geht, müssen wir sie aus der virtuellen Welt, an der sie doch ganz viele unterwegs sind, ein Stück weit rausholen, zurück an die Eiswelt holen. Dafür müssen wir uns Zeit holen, wir alle müssen uns Zeit holen für die Kinder und die Jungen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe von einem Ministerium, das ist nicht nur die Aufgabe von der Schule oder von Betreuungsstrukturen, das ist die Aufgabe von uns allen. Das ist die Aufgabe von den Eltern, von den Freunden, von den Vereinen, von der ganzen Gesellschaft. Ja, ich denke, das ist die Aufgabe von denen Erwachsenen. Nur all dem, was Kinder an die Jungen müssen mitmachen an dieser Krise,
nur all dem, ob dat sie müssen verzichten, aber wo sie müssen zurückstierchen, also in der Zeit, dass mir hinnen etwas zurückgehen. Und das wisst was man den Kanner an den Jungen können gehen, das ist Zeit, die mir mit hinnen verbringen, und das zusammen machen, was für sie so wichtig ist, schwätzen, spielen, zusammen neue Sachen entdecken. An normalen Zeiten hätte man wahrscheinlich keine Pressekonferenz gemacht, für so ein Spielköst vorzustellen. Man wäre wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, für 3200 so Spielkösten zu verdelen, an all Klasse eng, mit jeweils 10 Gesellschaftsspieler dran, an den Enseignant und den Message mal auf den Weg zu gehen, nutzt die Spieler, gibt kann er sie mit heim für den Weekend, für den freien Tag, für die Vakanz, für das sie daheim die Spieler mit ihren Geschwistern, ihren Freunden, an ihren Eltern können spielen. Ob schon, es wäre eigentlich auch an normalen Zeiten nicht so falsch gewesen. Kann Familien zum Spielen zu encouragieren, weil Spielen gehört nun eben mal zur Entwicklung vom Kind dabei. Ein Kind entdeckt seine Welt für allem, an dem es spielt. Spielen stimuliert die kognitive Entwicklung vom Kind, die emotionale Entwicklung vom Kind, die soziale Entwicklung vom Kind. Wenn er Spielregeln begreift, Strategien sich ausdenkt, wenn er gewinnt oder verliert, wenn er zusammen sitzt mit den Eltern, den Großeltern, den Geschwistern, den Freunden, spielen das für allem auch einen sozialen Moment. Der Moment, den er zusammen erlebt, der gute Moment, den er zusammen hört, wo er sich geboren spielt, wo er sich daheim fühlt. Beim Spielen wird Kreativität gefördert, die sozialen und emotionalen Kompetenzen gehen stimuliert. Beim Spielen kann er seine eigenen Grenzen testen. Beim Spielen kann er auch mal streiten. Aber das ist nicht so schlimm, weil das ja eigentlich nicht mehr ein Spiel. Beim Spielen kann er seine Emotionen weisen, aber beim Spielen kann er zusammen wurzeln, und jeder kann auch beim Spielen über sich raus wurzeln. Aber kann er wollen spielen, dann haben sie eigentlich nach einer anderen Message wie unser Wurzelner. Wenn sie bei ihr kommen und sagen, komm, wir spielen etwas, das, was ich wirklich will, so und das, ich will gerade ein bisschen Zeit mit dir verbringen und mit dir im Moment teilen. Das bewiesen, dass Spielen enormen Effekt auf die persönliche Entwicklung von unseren Kindern hat. Und wir merken das alle gut, wenn wir einen Tag haben, wo wir zusammen etwas spielen, das verändert unseren Alltag an der Familie. Ein Weekend als eben einen anderen Weekend, wenn wir so einen Moment mit denen können verbringen. Aber wichtig ist, dass wir beim Spielen doch aber Tele oder Tablet an den Handy 1 oder 2 Stunden noch mal auslosen und auf der Seite losen und für 1 oder 2 Stunden auch die Corona können vergessen. Da das heute für all Kant so wichtig, eben auch eine Auszeit können zu holen von der Pandemie und zusammen mit den Menschen, die ihnen wichtig sind, einen flotten Moment können zu verbringen. Und dafür haben wir finalement 32.000 Gesellschaftsspieler an diesen Tag an Schulen geliefert, auch nach nächster Woche. Und die werden können mit heimholen, auslehnen für andere Vakanzen, den Weekend oder den freien Tag auch richtig gut davon können zu profitieren, für eben daheim ein paar flotte Momente zu haben, Momente, wo ich eine Pause machen kann vom Covid, an dat an einem Kader, wo es eben kein Risiko geht, für sich mit Corona zu infizieren. Es sind sicher die Pause, die wird auch ganz vielen Erwachsenen gut dienen, weil zusammen spielen als Familie, das heißt zusammen Zeit zu verbringen, das heißt zusammen zu schwätzen, zusammen einen flotten Moment zu erleben, ein Moment, an dem man in einer Welt kann auftauchen, ein Moment, wo man kann aufschalten von dem, was gerade belastet, wo man zusammen kann lachen, zusammen unbeschwert kann leben, ja, ein Stück Unbekümmertheit kann zurückgehen als ein Alltag kommen, zusammen spielen, das ist aktiv im Moment mit seinen Kindern verbringen, zusammen spielen, das ist Kinderzeit und das ist alle Guten so gut. Gerade wenn es gut geht, zusammen mit der Familie, mit den Kindern einen Ausflug zu machen, etwas zu entdecken, zu erleben. Und das Land hat enorm viel zu entdecken für die Groß-
a fir die Klänge gëtt so viel spannend Plätzen dobausen an der Natur, an de Museen, an den Theateren. A ganz dacks sitzt de jo sondes Moies an der Familie do ze summen an Fredien sech wat Mächer ma haut mat dem Dach, wat kënne man ze summen entdecken goen. Nun mir hunn en Internetsite www.kannerzeit.lu ze summen stalt mat ganz viele flotten Informationen an Twion wer den eben mat senger freier Zeit, mat der Familie, mat Kanner kann Mächer, wer de kann entdecken goen, wo en zum Beispiel kann man engen Frisbee Golfspiele goen, wo en Theatersteck sondes Mëttes kann gucke goen, dat kann wirklich begeert, wo en auch bei Eis am Land eng Rees durch als Sonnensystem kann machen. An noch einer Offeren sind der Ugeboden all die man während der Pandemie immer neser weiter tun, die finden auch dorem wie Schul daheim, on air, aktiv daheim, Wellbeing at home, alles wertvoll Aktivitäten für Kanner a Junker, wo en eigentlich nimme brauch run ze inspirieren. Es sind op 5 Sprachen, alles dat wat och a Corona-Zeiten ze entdecken ass, an noch eng manéier ze entdecken ass, wo en neserem engkeier am volle Respekt vun de sanitäre Mesure ke Risiko ageht, dem Virus ze begéinen oder en Donno mat heem ze hullen. Nief der Zeit fir ze Spillen, der Zeit fir ze entdecken, ass et och wichtig, dat man als Zeithhölle fir Notzelauschteren an Zeithhöllen fir ze schwätzen. Darüber zu schwätzen, wie da es geht, nur engem Jahr Pandemie. Wer da es fehlt, wird man nicht verstehen, wird man vielleicht wollen han erfroen, wird die Auswirkungen von der Pandemie, ob es Leben, ja, ob es ganz Gesellschaft, als ob man näher, wie man zusammen leben. Über Pandemie, nur zu denken, über Pandemie zu schwätzen, denke ich, dass auch für Kanner eng von denen ganz wichtige Voraussetzungen für die Erschränkungen zu akzeptieren, an eins zu gehen, domada an Äwer können zu leben, sich zu entwickeln, ja groß zu gehen. Das ist eng von den Voraussetzungen für das so Corona-Jahr, vielleicht geht es anderthalb Jahr, doch einfach kein verlorenes Jahr ist für Kanner, auch für die Jungen. Dafür haben wir eine ganze Serie von Unterrichtsstunden, die auch hier ausgestellt sind, für das Schulfach wie Société zu Summen gestaltet, wo d'Enseignants aus dem Fundamental und aus dem Sekundär sich daran inspirieren können, wo man all Kant, all Jungen am Land, also die Möglichkeit wollen gehen, über die Covid-19 als ein Zwitten wollen nachzudenken und zu diskutieren, wo man die Covid nochmal wollen thematisieren. Männer die sanitären Aspekte, Männer, wer der Virus ist, wie ihn sich verbreitet. Ich denke, das kennen wir mittlerweile alle gut. Mehr wird froh, was die Pandemie mit dieser Freiheit gemacht hat, mit dieser Demokratie, mit der Wissenschaft, wie haut man zusammenleben ist, wie man eigentlich haut, ob eine andere Manier zusammenleben, wie wir eigentlich nie wollten, so wie wir das nicht hätten können vorstellen. Ja, auch die viel ethisch Frohen, die sich am Laufe der Pandemie gestalten und nach werten Stelle sollen dort thematisiert gehen. Am Fundamental kann alle Schülerinnen und Schüler sich ein persönliches Dossier erstellen, wo ihn auch seine ganz persönlichen Remarken und Erfahrungen kann dran machen, wie ihn an der Pandemie lebt, was seine Sorgen sind, was seine Ängste sind, aber auch seine Hoffnungen sind für sich selber, für seine Familie, für seine Freunde, auch vielleicht auch die alles verloren haben an dieser Pandemie, weil auch das ist eine Realität für ganz viele Kanner, mit der sie müssen leben, mit der sie müssen eins geben. Am Sekundär wollen wir uns für allem auf die ethisch Frohen konzentrieren, sie zusammen entdecken, zusammen diskutieren, nicht sich immer eins machen, weil du also absolut erlaubt, auch mal eine unterschiedliche Meinung zu haben. Mit froh zum Beispiel, ob es richtig ist, mit der impffreien Folge, wie wir hier am Land fahren, wie andere Länder fahren, ob es nicht andere Alternativen gegeben hat, wenn wir auch rundherum des Pandemie mit Fake News müssen eins gehen, sie detektieren, was der Coronavirus am Zusammenleben nicht nur zwischen den Menschen geändert hat, mir auch am Zusammenleben zwischen den Staaten, den Ländern, wenn wir an zoe Grenzen zum Beispiel denken. Das sind alles froh und viel andere, die auch an dem Fach wie Société rundherum die Pandemie sollen und müssen, denken ich, diskutiert gehen. Spielköst
Kannerzeitpunkt, LU, die Lehrunitäten für wie e Société, das sind 3 neue Initiativen, die wir geholfen für Kanner an die Jung zu stärken, für aber ganz besonders auch hier Wohlbefinden von den Kanner an den Jungen an den Mittelpunkt zu stellen, von unserer Aktion an wirklich auch eine einzige Message zu gehen, dass das eine Aufgabe ist für uns alle Gute, für all die Erwursen, sicherlich die Professionellen aus den Schulen, aus den Betreuungsstrukturen, aber für jeden daheim, auch jeden, den Kanner begegnet, für uns allem mehr Erwursen, all daran immer nächst. Wir haben aber auch noch einmal Gelegenheit zu rappellieren, was für andere Initiativen, dass wir geholfen haben, für das Wohlbefinden von den Kanner an den Jungen zu stärken. Ich will hier nach einmal wirklich als Helpline den 8002 93 hier wo einen psychologischen Support, dat von 8 bis 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends während den Schafftisch kann finden. Und natürlich auch da kann weiter guidiert gehen, sehr wird und spezialisiert Service von der Education nationale, aber auch in anderen Service. Und die solche Guiden, die wir rausgehen haben an den letzten Wochen, die sich schon ältere richten und Enseignants richten und Edukateuren richten, wo es vor allem darum geht, zu erkennen und zu verstehen, wann einmal einem Kind oder einem Jungen nicht gut geht, dann wie ihn darüber kann reagieren, wenn er auch den Moment als professionell Hilfe mit dabei zu holen. Und wir werden weiterhin auch nach zusätzlich Offeren machen. Ich denke da zum Beispiel an eine Aktivität, die wir am Gange sind, zu planen, eine breit angelöste Formation für ganz viele Enseignants und Edukateuren, wird Achtsamkeitstraining belangt, für auch an der Klasse mit den Jungen Gefühl zu kriegen, sich etwas können zu konzentrieren, auch auf sich selber können zu lauschen, sich selber können zu verstehen, seine Emotionen können zu verstehen, zu akzeptieren und da auch zu beherrschen. Eine andere Kampagne, die aber auch den Service National de la Jeunesse kurz nur Ostern wird lancieren, für den Jungen auch zu sagen, dass es nicht so muss sein, dass er sich absperrt an dieser Pandemie, dass vieles möglich ist, vieles kann entdecken, erleben, auch die Summe kann machen, und aber auch die Sanitärregeln dabei kann respektieren, und den Spielraum, den die Sanitärregeln auslässt, die der Virus auslässt, den auch wirklich maximal können nutzen. An dem wir zusammen schwätzen, zusammen etwas erleben, zusammen spielen, wo sind wir zusammen als Familie an den Momenten, die nicht nur Kanner gestärkt, aber auch wir Erwursen können daran gewinnen. Da können wir für einen Moment unbeschwert sein, können wir für einen Moment etwas zusammen erleben und auch vielleicht ein bisschen leben und das Tag ganz speziell Zeit herabbringen, an dem wir als aktiv Zeit für uns Kanner holen, investieren wir an das Wertvollste, das wir haben. Aber wir investieren noch das Wertvollste, das wir haben, nämlich Zeit, die wir an Kanner investieren. Da gibt es etwas ganz, ganz Großes auch zurück. Kanner leben wenig an der Vergangenheit. Kanner leben eigentlich auch nicht an der Zukunft. Kanner leben am Moment. Wenn wir etwas von unseren Kanner können lernen, dann sich im Moment Zeit zu holen, im Moment Zeit mit den Kanner zu genießen. Gerade den Moment wirken zu lassen, ob Kanner und ob Eis. Ich wünsche uns all die nächsten Wochen ein paar flotte Momente mit Kanner, die uns auflenken, Momente, die uns inspirieren, ja, Momente, die uns alle gut ein Stück mehr stark machen, auch mehr stark für die Switten von der Pandemie, können weiterhin an den nächsten Wochen am Ende zu erdrohen, um an der Einzige zu gehen, gut aus der Pandemie herauszukommen.